Hallo zusammen! Was machen wir heute? Heute spielen wir Touristen, oder? Ja, voll. Wir gehen Touristen spielen und zwar zu der Lac Souterrains. Das kann ich vermasseln. Wie sagt man es? Lac Souterrains. Lac Souterrains, da verkehrt geschrieben. Aber das ist ein unterirdischer See und das interessiert mich mega, das muss ich sehen. Du hast es aber schon gesehen, gell? Ja. Darum bleibst du mit der Fähne draus und ich gehe Genau. mit der Sophia rein. Aber mehr in diesem Video. Ja. Viel Spaß! Touristen Family unterwegs von Drieschta. Familie von Drieschta unterwegs. Familie von Drieschta unterwegs. Tourist sein ist eben schon lässig. Die Billets sind bereit. Am 1 geht's los, dann gehen wir aufs Bötli und schauen mal, was der unterirdische See in sich hat. Aber in der Zwischenzeit, Prost miteinander. Ja, und während jetzt der Colin und Sophia in der Höhle drin sind ich und Fena ein bisschen St. Leonhard erkunden. Ja, da haben wir schon mal die herzigen Murmeli gesehen. Gerade am Schmüseln. 1943, but at the time the water used to reach the ceiling, so it was impossible to come here. Then in 1946 there was a big earthquake with a strength of 6.1 on the Richter scale. Due to cracks on the sides of the cave, the water could go out, so the level of the water decreased. And in 1949 we could do here the first visit. Gypsum is a rock that can dissolve in the water over time. That's the reason why we have this cave here. In this room of the cave, there is about 12 meters between the surface of the lake and the ceiling, and 5 meters under the boat. So we have a few bats here in the cave, but they are only active during the night. They usually hide at the end of the cave where we have the landslide, but I've never seen any bats during a visit. So there behind the landslide that we can see in front of us, the cave continues on about 1,500 meters. It's impossible to access to the other part from here, it's totally blocked. On the landslide, you can see the two most important religions for the people who live here in Valais. We have the Christianism and wine. So the cave is 300 meters long, the lake 260 meters long, and with an average depth of 4 meters and the water surface of 6,000 square meters, we have here about 24 million liters of water here in the lake. But because of the cracks on the sides of the cave, the water can go out. So there's a certain level where the water cannot go higher. I see you there on your own, and I don't know what you're doing all alone. So here with a bit of imagination, you can see the heart of the cave. I will let you a bit of time to find it and I will show it after. There's not enough time in this life to be wrapped up in your own thing, just doing your own. So normally we can see drops of water that are coming from the chimney, but because it didn't rain a lot the last few days, we have less water that's coming here in the cave. Schweizer Alpen. Schweizer Quarz. So, wie hast du es gefunden? Spannend, super. Spannend, gell? Sie hat es gut gemacht.
Gell? Und willst du jetzt Daumen hoch, Daumen mit oder Daumen runter? Ist das eine Touristenattraktion, wo alle zukünftigen Gäste von Dresden schauen sollen? Definitiv so. Definitiv so. Zweimal Daumen hoch. Also wir können es empfehlen, gehen den unterirdischen See besuchen. Also mich zum Beispiel motiviert das jetzt richtig jede Höhle, die wir in Dresden haben, zu erforschen. Was meinst du, haben wir auch so einen unterirdischen See? Wird schwierig, aber Vielleicht. Aber weißt du, was ich auch noch will? Wir müssen anfangen, Steine aufzuschlagen. Ich will so Kristall finden. ja, viel Spaß dir. Ja, genau so wie im Souvenirshop. Ja. Da machen wir einen Souvenirshop. Mit so viel Souvenirverkäuferin. Hey, das war der unterirdische See. Das ist der erste Touristenausflug. Machen wir noch eins? Ja, mit der Zeit mal. Machen wir mit der Zeit. Also, tschüss zusammen. Danke fürs Mikro. Ja, Pena, was hast denn du da unter dem Brunnen entdeckt? Hä? Was hast du entdeckt? Zeig mal.